Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo. Ach kommt, Leute, lasst mir das. Kölle Alarv, meine lieben Jeckenfreunde. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich erhebe mein Glas auf euch. Die Jeckezeit hat heute begonnen. Jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist Weiberfastnacht. Und naja, ich muss die meiste Zeit zwar arbeiten, aber nicht am Wochenende. Aber wie schon gesagt, ich habe ja im letzten Video gesagt, es gibt jetzt irgendwie bei mir, keine Ahnung, wird bei mir nicht irgendwie großartig was an Karneval stattfinden. Aber ich dachte mir, wenn schon, dann feiere ich mit euch zusammen. Von daher, ich erhebe mein Glas auf euch und wünsche euch eine schöne Karnevalszeit, meine lieben Freunde. Ja, wir starten wieder in eine neue FC-Woche noch dazu. Und es geht für uns auswärts nach Karlsruhe in den Wildpark, nach Baden zum Karlsruher SC. Und naja, wir haben ja noch ein Hühnchen zu rupfen, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Das 4:4, das, ja, keine Ahnung, hat schon die einen oder anderen von uns ein bisschen traumatisiert. Wenn man bedenkt, wie haushoch wir eigentlich schon am Führen waren in der ersten Halbzeit beim Hinspiel. Aber naja, neues Spiel heißt neues Glück, ihr wisst schon Bescheid. Diese üblichen Floskeln. Ich hasse es, das immer wieder neu loszutreten. Aber gut, es gibt schon mal eine, sagen wir mal, gute Nachricht. Erik Martel scheint einsatzbereit zu sein. Wir haben ja auch festgestellt, die meisten unserer Siege haben wir in seiner Anwesenheit oder mit seiner Beteiligung gewonnen. Und von daher, ja, Gott sei Dank ist er wieder dabei. Wunderbar. Also, wir können davon ausgehen, dass es auch dann schon direkt in der Startelf losgehen wird. Ja, und Karlsruhe hatte ja zuletzt zu unseren Gunsten 3:1 gegen Magdeburg gewonnen. Das war natürlich jetzt gut für uns tabellarisch, weil wir hätten da auf jeden Fall noch weiter runter sinken können. Aber naja, noch sind wir, sagen wir mal, ein bisschen abgesichert. Ja, was die Karlsruher auch noch so betrifft, ihr habt sicherlich mitbekommen, ihr bester Torjäger Zizi Warze spielt mittlerweile für Heidenheim, aber der hat ja auch beim letzten Spiel nicht gegen uns getroffen. Da ist ja immer noch Wanizek. Das war ja der Spieler des Spiels aus dem Hinspiel beim 4:4. Und nun ja, ich will natürlich jetzt nicht großspurig daherreden, was unser Spiel dort angeht, aber nun ja, ich hoffe doch, dass wir den im Auge behalten und da dementsprechend nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, naiv agieren werden. Ich muss aber auch sagen zum KSC, ich dachte, die würden etwas konstanter diese Saison spielen. Oder beziehungsweise konstanter um den Aufstieg spielen. Das ist ja wirklich jetzt ein bisschen krass, wie sie runtergerutscht sind. Hätte ich ehrlich gesagt auch vor der Saison nicht so erwartet. Insbesondere, da man ja auch bedenken muss, dass Christian Eichner doch ein ziemlich guter Trainer ist. Das ist auf jeden Fall der passende Trainer für sie. Der war ja auch bei uns im Gespräch. Und naja, was soll ich euch großartig sagen? Ähm, Eventuell dieser Verlust von Zizi Warze scheint nach wie vor schwer zu wiegen. Und das ist natürlich auch interessant zu beobachten, was sich da noch im Laufe der Saison bei den Karlsruhern tun wird. Allerdings ist es natürlich nicht gerade wünschenswert, dass sie ausgerechnet gegen uns dann wieder irgendwie ihre Siegesserie fortsetzen, beziehungsweise diese Siegesserie jetzt wirklich zu einer Serie machen. Im nächsten Spiel wird Lead Paccarada gelb gesperrt sein. Stattdessen wird, wie ich das jetzt auf der Pressekonferenz verstanden habe, Max Finkgräfe spielen. Ja, ich habe ja auch schon mal kritisiert, dass seine Einstellung ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ich hoffe, er nutzt seine Chance. Nach wie vor sehe ich ja eine Menge Potenzial bei ihm, aber wie Taubi schon gesagt hatte, eigentlich sein Potenzial hat er am meisten in einigen Erstligaspielen entfaltet und danach ging es schon, wo die Saison so langsam ihrem Ende zuging, auch bei ihm ein wenig bergab mit der Leistung und da hoffe ich doch, dass wir wieder den Finkgräfe endlich mal sehen werden, ja, den wir gefeiert haben. Schlicht und ergreifend. Freunde, dann fand auch noch diese traditionelle Karnevalsparty diese Woche statt. Ich hatte natürlich ein bisschen so gezittert, was das eventuell
mit der Form unserer Spieler machen wird, weil ihr kennt das ja, wie es die letzten Jahre gewesen ist. Sofort erkältet, sofort irgendwie hier ein Virus, da ein Virus. Dann holt sich ein Dejan Ljubicic eine Mandelentzündung, obwohl er keine Mandeln mehr hat. Solche Geschichten halt. Da hatte ich schon ein bisschen ja, Bammel vor, was da jetzt nach der Karnevalsparty passiert. Ich hoffe halt, sie übertreiben es nicht am Rosenmontag, weil dort kommen dann regelmäßig diese Krankmeldungen rein beim 1. FC Köln. Ich habe mich übrigens gewundert, warum Joel Schmid sich nicht als Mila Superstar verkleidet hat. Ich meine, nach dem letzten Spiel ist er ja allgemein jetzt bei uns bekannt als Handballer. Aber okay, ich will jetzt nicht hier mir das nächste Opfer suchen, weil momentan gibt Steffen Tigges nicht besonders viel her. Allerdings kommt, einen habe ich noch. Wisst ihr, ich will natürlich mich selber jetzt auch nicht hier besser darstellen, als ich bin. Ihr wisst alle, ich habe nie Fußball in der Mannschaft gespielt, nur im Sportunterricht. Und ja, auch ich habe mir die einen oder anderen Handspiele mal zwischendurch gegönnt. Aber ich habe es geschickt gemacht. Vielleicht wäre das empfehlenswert für so einen kleinen Handspielkünstler wie Joel Schmid. Ich zeige euch mal, wie ich das früher gemacht habe. Das war nämlich so. Der Ball kommt angeflogen und ich habe dann immer so schön auf Undercover in meinen Hosenbund meine Hand so reingesteckt. So, und dann zeige ich euch das jetzt mal. Ball kommt angeflogen. Und schon ist der Ball im Tor. Seht ihr, so macht man ein professionelles Handspiel. Aber gut, nochmal zum Sportlichen, also zum wirklich Sportlichen, zum professionellen Sportlichen. Heutzutage würde der VAR das sowieso erkennen. Aber ja, vor ein paar Jahren hätte sowas vielleicht noch geklappt. Also, Damien Downs scheint wohl wieder von Anfang an spielen zu können. Er hat ja auch im letzten Spiel einen Einsatz bekommen. Und ich persönlich, da ja immer noch irgendwie Tim Lemperle wohl ausfallen wird, ich würde mir wünschen, dass wir mit der Doppelspitze spielen. Er und Rondic zusammen. Das haben auch einige andere Portale schon in den Raum gestellt. Würde ich persönlich begrüßen, weil es fällt schon ein bisschen auf, dass da eventuell ein Stürmer zusätzlich im Strafraum fehlt. Es gab ja auch sehr viele Spiele, wo wir gewonnen haben und da waren halt Lemperle und Downs im Sturm. Und die haben sich super ergänzt und eventuell braucht da Downs jetzt jemanden, der ihn ergänzt. Und das würde ich gerne sehen. Ich würde es gerne sehen, ohne jetzt von meiner Seite aus irgendwie darin die Garantie für einen Sieg zu sehen. Aber wer weiß. Also, so ein Duo würde ich gern wieder bei uns im Sturm sehen und vielleicht passiert es ja dieses Wochenende. Aber gut, wir sind kurz vor Abschluss dieser Sendung. Bei der Reaction gibt es natürlich immer mehr zu erzählen. Und von daher kommt jetzt hier an der Stelle mein Spieltagstipp. Ja, normalerweise beachte ich immer den Lauf, wie es so läuft. Vorher verloren, dann halt wirklich ein dummes Unentschieden geholt oder verkackt in dem Sinne. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir doch gewinnen. Hab so das Gefühl, dass das eventuell doch klappt. Dass wir die Wildschweinjagd gewinnen. Kein Front gegen die Karlsruher, dass sie jetzt irgendwie Wildschweine sind, aber ihr habt ja ein Maskottchen, das ein Wildschwein ist. Von daher, im Wildpark ist mein Tipp ein 2:1 für den 1. FC Köln. Einfach mal, weil ich es irgendwie gerade so im Urin habe. So irgendwie sagt mir da mein Unterbewusstsein, dass da irgendwie was zu holen ist diesmal. Und von daher 2:1 für den FC. Das ist mein Spieltagstipp. Ja, liebe Freunde, das war's dann erstmal. Wir sehen uns am Wochenende zur Reaction. Ich sehe mir das Spiel zu Hause an. Läuft ja auf Sport 1. Werde mich einfach ganz gemütlich hinstellen, weil irgendwie, ich habe jetzt nicht so die Energie für Karneval feiern. Ich könnte aber diesem Wochenende was machen, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich bin so im Chiller-Modus momentan. Ja, das wär's dann erstmal. Und dann bedanke ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn, liebe Freunde, wir wollen uns doch wiedersehen.